Buenos dias, Nati-Style Subscriber. Yo soy Cedric. Ist es jetzt Ja. Italienisch oder Spanisch? Nein, Schon das war Spanisch. Ich kann kein Spanisch. Aber Vielleicht ist fake. Aber Französisch kannst du. Ja, bonjour. Je m'appelle Cedric. Welcome to the podcast. Wir sollten mal einen französischen Podcast machen. Nein. Aber erst, wenn ich von Genf zurückkomme. Ja, dann, okay. Das Ich bringt kann ja nichts. Du hast keine... Obwohl, wahrscheinlich hast du ein bisschen französisch sprechende Subscribers. Nein, ich habe vor, zum einen extra Kanal machen, wo ich Französisch Ah, Real rede. Talk? Ja, also mal schauen, Für ich das auch nicht. spezifisch zum Sprachlernen oder einfach gleich Content wie jetzt machst du auf Französisch? Nein, einfach für mich. Um so ein bisschen Aha, mit okay. Leuten mitnehmen, wenn ich im Genf bin, mäßig so ein bisschen wie ein Journal von mir selber. So, weißt Das du, Swag, hast du schon einen coolen Namen? Nein. Ich schreibe einen Nati. coolen Namen, wenn ihr eine Idee habt. Hast du eine Idee? Nati Stile. Stil Keine Nati. Ja, Übrigens, das ist mein Bruder. Hoi. Hallo Nati Style Subscriber, ich glaube alle kennen mich. Basically famous. Wir müssen gar nicht Hoi sagen. Basically ist schon the klar. second man in command. Der zweitwichtigste Mann im willkommen, Leben. meine Damen und Herren. Ihr Ja. sind sicher sehr erfreut, meine Stimme zu hören. Ja. Weiss, beruhigen. Es haben wirklich ein paar Applaus geschrieben. Wo ist dein Bruder? Komm mit deinem Bruder wieder mal. Ich so, Leute, entspannt euch. Entspannen, ich bin am Leben. Ich bin am Podcasts machen. Ich bin am... Matter of fact, eigentlich bin ich mein Leben lebe ich nur zum Material für den Podcast sammeln. Genau. Eigentlich mache das gar nicht für mich. Er hat jetzt extra eine halbe Weltreise gemacht. Das für die Podcast-Folge. Für hat er schon die Podcast-Folge vorgeplant. ihr sind alle hyped. Ihr habt alle sehr nett Kommentare geschrieben. Nicht Kommentare, doch Kommentare geschrieben. Ja. Oder Hast du Vorschläge hast du geschrieben. Deutsch verlernt? Nein, aber wie nennen wir das? Auf Insta. Weißt du, wenn du eine DMs. Frage stellst? Nein, wenn du Fragen. eine Frage stellst, aber Fragen. Ja, aber sie haben Q&A. geantwortet. Sie haben geantwortet, voilà, okay. Answer. Sie haben Answers reingeschickt, Ja. wie Legenden. Voll. Ja, machen wir zuerst. Wir müssen sie noch ein bisschen spannend machen. Wir müssen zuerst ein bisschen Smalltalk machen, Wir vor müssen allem zuerst nicht. voll den Smalltalk machen. Wie geht's? Wie geht's? Mir geht's sehr gut. Cool. Und wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Es ist auch fucking heiß, Alter. Jetzt ist echt der einzige schöne Sommertag gefühlt noch, nachher ist es schon wieder Ja, Regen. ich habe mich gerade heute beschwert, dass etwas, was die Europäer sehr schlecht machen im Vergleich zu den Amerikanern, ist so AC, also so Air Conditioner. Ja, Wir haben so generell, ich habe das Gefühl, so die Schweiz ist sich nicht so gewöhnt, so 35 Grad, also 35 Ja. Grad, also heiße Temperaturen, dann hat es einfach kein Air Conditioner. Und so in Ja. Amerika oder in den USA hast du überall Air Conditioning, so jeder Laden, Ja. jedes whatever du reinlaufst, habe ich dir ist das alles erzählt, schön kühl. wo Joel da ihre Party gemacht hat und wir sind Nein. also wir sind einfach am Public Viewing gewesen. Dann schreibt Joel auf einmal so, wie macht man euch Aircondition an? Und ich habe so gedacht, hä? Wir haben bei uns die haben mal einen Aircondition. Wieso hat sie das Gefühl, wir haben einen Aircondition da? Nein. So, ja, mach das Fenster auf. Ja, vor allem so in so Wohnungen, Stadt Zürich hast du noch weniger, glaube ich, Air Conditioner. Ja. So, wenn du in einem Aber Haus es wäre wohnst, hure vielleicht noch schlau. teilweise. Wieso Ja, haben wir keinen Aircondition? aber ich glaube, so der Move, eben, Europäer machen mehr so, die holen sich auch einen Venti. Ja, fair. Oder so, es gibt ja Air Conditioner, wo du einfach so kannst Ja. reinstellen, aber die kostet noch so 300 Stutz. Ja, eben so Dyson. Ja, das ist ein Dyson bisschen wacko. schicken wir bitte so ein Neuer Ding. Sponsor, das wäre lit. Ja, So geil. Und nachher 2 schicken. Für alle Fälle, falls einer kaputt geht. also auch für Für mich. uns. ja. Gut, das wär's gewesen mit dem Smalltalk. Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen eigentlich? Es ist schon ein Zeit her. Nicht so lange. Doch, 3 Monat. Wochen. Das ist Eine actually Woche, nicht, Monat nicht so ist lange nicht für so- Geschwister, Das ist echt easy. für das ich Wir ausgezogen bin. sind erwachsene Leute, meine Damen und Herren. Irgendwann sehen eure Geschwister nicht mehr so fest. Ja. Wenn ihr Streit habt mit euren Geschwistern, die sehen das sind noch weniger. Ja. Ey, vielleicht Props, nie mehr. dass wir bis jetzt noch keinen Streit gehabt haben. Ich glaube, jetzt ist es unmöglich. Es wäre hure awkward, jetzt noch Streit zu haben. Jetzt ist Ich schon höre halt spät. hure cringe. Cringe, bro. It's fucking erwachsen. Benimm dich. Ja. Genau, und das hat seine Gründe, weil zum einen bin ja ich mit unserer Family, ich kann jetzt gerade sagen mit meiner Family, Alter, das wäre schon ein Bro von mir, in der Ferien gewesen. Und du bist nicht mitgekommen. Die Ich bin Leute nicht hatten mitgekommen. Fragen, warum bist du nicht mitgekommen? Ich habe eigentlich, also die Wahrheit ist, dass mich meine Eltern nicht so gerne haben. Ja, es Und voll allgemein Beef, meine gell? Geschwister, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen, weißt, Black Sheep und so. Der Outsider. Der Outsider, nein. Ich habe nicht aktiv die Entscheidung getroffen, um nicht mitzukommen. Ja, Aber ich habe genau dann meine Reise geplant, so ein ja bisschen, voll. von der Zeit her. Und ich habe wirklich keine Wahl gehabt, also es ist dann habe ich einfach Ferien gehabt. Und du hast einfach auch keinen Bock gehabt. Ja. So. Ja. Nein, also ich sag dir, ich wäre wieder mal down. Ich habe nur Spaß. Ja, aber eben, ich bin hure lang nicht mehr mit euch in die Ferien Ja, gekommen. das Ich wäre stimmt eigentlich easy down. Ja. weißt? Aber jetzt hat es genau das getroffen und ich habe eine Reise auf Frankreich gemacht und das ist, soweit ich das verstanden habe, heute als Hauptthema. Oder Ja. so ein bisschen Alleinreise jetzt mehr so als Obertitel und nachher so meine Reise so mehr als Hauptanekdote.
Alter, unser Deutschlehrer wäre hure proud of. Ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber fingers Du hast crossed. schlau getönt. Gut, lange nicht. Ja, jetzt darfst du mir ein bisschen mehr erzählen. Also, ja, ich habe das Gefühl, wir haben viel zu besprechen in dieser Podcast-Folge. Es wird eine lange Folge. Wird es eine lange Folge? Wir sehen es, mal schauen, wie lange Mal wir schauen. brauchen zum Reden. Also vielleicht sicher mal der wichtigste Punkt oder der erste Punkt, wie man überhaupt auf so eine Reise kommt, ist eigentlich erstmal Planung, was bei mir nicht so intensiv stattgefunden hat. Nein, ich will echt zuerst wissen, wo bist du überhaupt gewesen? Was hast du so... Oder wie lange bist du wir weg mehr gewesen? so zuerst so Ja, asserten, zuerst. was läuft. Also ich bin Ja. in Frankreich gewesen, La France, Wie lange? für genau 2,5 Wochen. Ursprünglich geplant gewesen, ein bisschen mehr, so Ah, knappe wirklich? 3, ja, aber weißt du, so ein paar Tage, 3 Wochen eigentlich ursprünglich geplant gewesen. Entschuldigung. Und ich bin ein bisschen überall gewesen in Frankreich, vor allem im Süden. Ursprünglich bin ich im... Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon die ganze Route erklären. Kannst du auch so ein Bringt bisschen... vielleicht niemandem etwas, aber zuerst aber auf Südfrankreich, Montpellier und nachher auf Bordeaux, wo eigentlich an der West... Nie ohne Seife waschen, an der Westküste ist. Und nachher bin ich auf Le Faux, was mehr so im Central Massiv ist, Massiv Central. Basically die Berge im Süden, Mitte Süden von Frankreich. Also nicht die Alpen, sondern es sind so ein bisschen hügelähnliche Gebirge. Schon gross, aber nicht so wie die Alpen auch. Dass du einfach immer «Aue» sagst. Und dort Biel in die Schule gegangen. Und nachher 5 Tage bin ich dort in den Bergen. Und nachher bin ich über auf Clermont, was man nicht so kennt. Und nachher auf Grenoble, was man ein bisschen mehr kennt. Und nachher auf Osselon, was so ein kleines Dorf ist, auch im Geschiss raus. Das ist in den französischen Alpen. Und da bin ich auf einer Farm. Also es ist wirklich ein bisschen... Eigentlich ist es fast ein bisschen dumm, so den Ablauf zu sagen, weil das bringt den Leuten nichts. Also hast du eigentlich basically eine eine grosse Weltreise Route. gemacht durch Frankreich und nachher bist du auf einer Farm. Eine Frankreich-Reise, ja. In dem Sinne. Und Eine auf der Weltreise Farm, durch. wie lange bist du gewesen? Auch ursprünglich eben eine Woche geplant und nachher glaube ich 5 Tage. Ja. Einfach weil es ist sehr unerreichbar war mit ÖV. Und ich bin eigentlich abhängig gewesen vom sogenannten BlaBlaCar. Shoutout BlaBlaCar. Also ich Leute, dachte, voll wo- schlecht Ruf, ne? BlaBlaCar, ein schlechter Ja, Ruf. ich habe nur Schlechtes von dem gehört. Was hast du gehört, bevor ich da weiter Dass elaborate? Leute gestorben sind und abgezockt und weiss doch auch nicht was. Okay, also ich habe es nicht gehört. Es ist basically so ein bisschen monetarisiertes Hitchhiking. So im Sinn von... Oder ein bisschen geplantes Hitchhiking in dem Sinn. Sprich, du siehst... Also kennst du BlaBlaCar? Eben so, also... Es ist einfach für die Viewers, die es nicht ja, kennen. voll. Du gehst eigentlich hin, yo, ich bin da. In meinem Fall ist es jetzt eben amigs immer in einer Stadt in Frankreich gewesen, und ich würde gerne dort hin, wo es zum Beispiel kein ÖV hat. Und Frankreich ist, wir Schweizer sind uns sehr gewöhnt, dass du auch ins grösste Dreckskaff im Appenzell, no offense Appenzell, reinkommst mit ÖV. Irgendwo wird es Ja. einen Bus haben, weißt du. Und Frankreich ist das halt straight up nicht so, weil es halt einfach zu groß ist. Und dann bist du eben fast ein bisschen abhängig von diesen BlaBlaCars oder von Hitchhiking. Und du gehst hin, ich bin da, ich will gerne dort hin, und nachher hat es Fahrer, die einfach eingeben, ich bin da und ich fahre dort hin, am Dienstag, am 11 Uhr. Und falls dort jemand joinen will, schreibt in dem Sinn. Und genau, das habe ich dann gemacht, um dort hinzukommen und wieder zum dort wegkommen. Und da bin ich halt wirklich abhängig gewesen von diesen BlaBlaCars, ob jemand fährt, weil sonst wäre ich dort zu sterben nicht weggekommen. Ja. Äh, Aber es ist eben auch, doch auch recht risky, nicht? Also so ein bisschen... Ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, du siehst immer auf BlaBlaCar so ein bisschen die Bewertungen. In dem Sinn, Ja. wenn du ein bisschen das Gehirn hast, dann ist es gleich risky wie Uber. In dem Sinn. Ja, okay, Wenn du einen fair. Uber-Fahrer hast, der 4,8 Sterne hat auf irgendwie 300 Bewertungen, dann wird er dich nicht entführen. Ja. Wenn du irgendeinen New Driver, der einmal gefahren ist mit 2 Sternen, dann nimmst du nicht den, logischerweise. Die Situation ist vielleicht noch ein bisschen anders als Frau. Wenn jetzt so ein bisschen riskier, aber ich habe jetzt nicht wirklich, ich habe nie Angst gehabt. Und das ist wirklich auch hure professionell. Ja. Und vielleicht hast du die Gerüchte auch gehört, wo so ein bisschen jünger war, das App. Ich habe das Gefühl, Maybe. mittlerweile ist es mega established und es gibt auch viele Leute, die es kennen, viele Leute, die es benutzen. Also würdest du empfehlen? Ich würde es ultra empfehlen. Ja. Und ich weiß nicht, wie es funktioniert mit anderen Ländern, Ja. ob es jetzt weniger vertrauenswürdig ist, aber Frankreich ist tipptopp. Von meiner Erfahrung her. Okay, aber wie bist du jetzt überhaupt auf das Ganze gekommen, dass du mal alleine möchtest, so ein bisschen reisen, so? Ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube, in vielen anderen Köpfen ist es mehr so ein riesen oder ein größerer Step. Ich habe es jetzt für mich nicht einmal so als
ich finde es nicht immer so crazy. Und das ist ja nicht so Shoulder-Tapping, aber so im Sinne von... Also ich habe gestartet nicht allein, was vielleicht noch wichtig ist. Also ich bin mit einem Kollegen auf Montpellier. Und ich glaube, was mich dazu gebracht hat, ist wirklich die Idee von dieser Farm. In der 3. Woche dann. Wo auch von einer Website ist namens Woofing. Das ist die grösste Werbe-Episode. Aber es ist wirklich sehr gut für die, wo eben, du hast erzählt, dass es ein paar Leute gibt, die das vielleicht auch wieder machen. Ja, voll. Ich Woofing ist das Konzept, sorry. Nein, ich habe einfach eine Frage-Sticker in die Story da. Es haben recht viel geschrieben, so, dass sie das auch noch vorhaben und einfach wegen dem so ein bisschen Fragen haben. Darum, voll. Ja. Genau, Woofing ist eigentlich so ein bisschen die Idee, dass du Farmen hast, die in dem Sinn nach Leuten suchen, die für sich ein bisschen arbeiten in dem Sinn. Im Gegenleistung. Ja, zur Gegenleistung, dass du nach einfach einen Unterschlupf... Ja, also eine Höhle. eine Wohnmöglichkeit bekommst. Unterschlupf. Und Essen in dem Sinn. Also die Idee ist eigentlich, dass du für sie arbeitest und es ist nicht so intens arbeiten. Ja, du wirst nicht verknechtet. Aber es ist mehr so einfach die Gegenleistung in dem Sinne. Ich habe im Fall eben schon bei der einen, also ich habe nur so TikToks gesehen, wo die eine auch so etwas gemacht hat. Ja. Bei der sagt, also gut, das war glaube ich noch so ein bisschen Südamerika gewesen. Die ist schon verknechtet worden, Alter. Ja, es kommt halt auf die Farm drauf an. Also es gibt ein paar Leute, die machen Woofing, also als Farmer jetzt. Ja. Die machen das Woofing in dem Sinne, um auch Leute kennenlernen, um so ein bisschen ihre Farm sharen. Sagt man dem Woofing? Ja, Woofing. W-O-O-F. Also es ist komisch geschrieben. Und es hat nichts mit Hunden zu tun, was ein bisschen irritierend ist. Und es gibt so wie, ich weiss, in fast jedem Land. Und sie haben eigene Websites. Also zum Beispiel Woofing Frankreich ist eine ganz eigene Website und als Woofing Neuseeland oder whatever. Ja. Und so bin ich eigentlich darauf gekommen, dass ich mal gerne das auch machen will. Und es gibt, dass du das kannst das 2. oder das 3. machen. Aber für mich persönlich ist es so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde es so ein bisschen komisch, wenn du auf die Farm gehst, ist ja die ganze Idee eigentlich, dass du so ein bisschen aus deiner Comfortzone gehst, aus dem so ein bisschen Alltag, aus deiner Bubble rausgehst. Und wenn du das so mit dem besten Homie machst, ist das so ein bisschen, ich weiß nicht. Das ist ein versaugliches Prinzip, meiner Meinung nach. Ja, es ist ja. Würde es aber voll verstehen, wenn so jemand in dem Sinne scared ist, zum Alleinreisen. Auch voll easy das 2. machen. Es gibt viele Farmer, die das anbieten, zum mit einem Kollegin machen oder auch mit einem Partnerin. Also, ja, gibt eigentlich alles. Ja, und nachher, also du hast eigentlich dann dich für das entschieden und dann hast du aber noch gesagt, du willst gleich vorher noch so ein bisschen alleine auch reisen. Eigentlich mehr random im Fall. Also ursprünglich wollte ich 2 Wochen zu einem Imker, also zu einem Bienenmann. Ah! Und der hat dann aber abgesagt und dann konnte ich aber zu der Anne, hat die gute Lady geheißen, eben zu einer Schäfli-Farm. Wo aber erst in der 3. Woche war und wir reden jetzt immer von 1., 2., 3. Woche. Ja. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, 1. Woche bin ich in Montpellier mit meinem Kollegen, 3. Woche bin ich dort, also ob ich jetzt für 1 Woche zurückgehe in die Schweiz, das bringt es ja gar nicht. Was eben zu dieser 2. Woche geführt hat, wo dann schlussendlich auch sehr crazy wurde. So, dort ist eigentlich das Hauptumreisen passiert. Ja. Und was sicher empfehlenswert ist, ich weiß jetzt nicht, wie man das strukturiert, aber jetzt gerade so als kleiner Tipp, ist sicher, dass ich persönlich halt sehr wenig Planning gemacht habe. So, ich habe wirklich eigentlich Montpellier eine Nacht vorher entschieden, okay, wo gehe ich morgen hin? So random in dem Sinn. Und also geschaut, wo gibt es Zeug und bin dann eigentlich per blind zeigen auf der Map eigentlich auf Bordeaux gekommen. Das ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe gewusst, ich will auch an die Westküste. Aber ja, auf Google Maps also geschaut, was läuft dort. Okay, Bordeaux, sind heavy. Aber hast du nicht Angst gehabt, wo du so... Eben, du hast das Ganze dann so ein bisschen geplant? Ich habe es eben nicht so geplant. Ich würde sagen, ich habe es sehr nicht geplant. Ja, aber gleich bist du dann so los mit dem Gewissen, du bist jetzt für ein paar Wochen so auf dich gestellt, lonely, in deiner Verantwortung. Also ist so ein bisschen Survival-Mode irgendwie so ein bisschen aktiviert, ne? Es geht. Ich habe das Gefühl, wenn du... Und da kommt Tipp Nummer 2. Ich habe das Gefühl, wenn du ein bisschen Geld vorgespart hast, kann dir schlussendlich auch nicht so viel passieren, wenn du immer etwas übrig hast. So... Ja. Ich weiß nicht, ich sehe die Risiken und ich sehe auch vor allem die Risiken, eben, wenn du zum Beispiel allein als Frau reist, ist ja nochmal etwas ganz anderes als allein als Mann reisen. Aber für mich persönlich hat es nie so einen beängstigenden Moment gegeben. Und Selbstverantwortung ist schlussendlich auch etwas Nices. Also im Sinne von, du bist von niemandem abhängig. Du kannst auch mal... Ich war oft in Hostels gewesen, und so die Flexibilität, die dir das Alleinreisen gibt, finde ich fast eigentlich noch nicer, als in dem Sinn das Negative am Alleinreisen von so ein
Panische in dem Sinn, so, ich bin auf mich allein gestellt. So, schlussendlich ist das eigentlich fast etwas eher Positives als Negatives. Ja, Von meiner Meinung nach. Gut, und eben, du bist halt am Anfang mit dem Kollegen eigentlich noch gewesen. Ja, voll. Ist es dann erst weird gewesen, wo du dich eigentlich wie hast müssen von ihm verabschieden und dann bist du allein gewesen? Ich habe es wirklich nicht mal weird gefunden. Ich muss ganz transparent sein, so... Eben, ich habe es schlussendlich eigentlich eher nice gefunden, das allein sein. Weil du halt... So, du bist auch viel offener, habe ich das Gefühl, als Person. Auch zu Sachen, die du eigentlich sonst nicht würdest machen. Und ich habe das Gefühl, es gibt so einen ganz anderen Approach, den ich zu meinem eigenen Charakter kann angehen, so gesagt. Also es ist noch mega spannend, so ich in meinem Umfeld versus ich allein. So, zum nach in dem Sinne neue Traits sich aneignen. Was mache ich gern? Wie interagiere ich mit Leuten, wenn ich allein bin? Also, du bist eigentlich eine ganz andere Person schlussendlich. Ja. Und eben auch von Woche 2, was eigentlich das Hauptevent war, wo ich nicht zu fest eingehen will. Aber das war eigentlich die Idee, dass ich in Bordeaux nachher im Hostel so einen Typ getroffen habe. So ein Hippie, Israeli, mega cooler Dude. Wo eben erzählt hat, dass er in so ein Hippie-Gathering-Zeug geht und mich dort eigentlich convinced hat. Und ich schlussendlich eben, weil ich glaube, allein war, dort auch wirklich noch ein Ja gesagt habe. Also ich habe das Gefühl, wäre ich mit einem Kollegen dort gewesen, hätte mir das ziemlich sicher nicht gemacht, weißt du? Ja, logisch. Weil du hättest wahrscheinlich, wärst mit einem Kollegen dort, hättest du wahrscheinlich vielleicht nicht einmal mit ihm interagiert. Wie hast du ihn denn kennengelernt überhaupt? Also haben Aber voll random im Hostel chillt. Und Hostels sind eigentlich, nach meiner Erfahrung, ich war jetzt in ein paar Hostels gewesen, ist eigentlich die Mut mehr so, jeder ist ein bisschen für sich. Gell, das ist so, wie alle in einem Zimmer Ja, voll. pennt. Wie viele haben das so pennt? 8 Leute, oder? Unterschiedlich. Bei einem war es so ein crazy Studi-Hostel, wo irgendwie so 20 im Raum. Aber alles so, weißt du, nobel, so private Bett in dem Sinn. Krass, auch in Alter. einem Raum halt. Und dort in dem Hostel, wo ich ihn kennengelernt habe, ist ein bisschen bescheidener gewesen auch. Aber so, eben, ich bin am Handy gewesen, er kommt rein und er hat halt wie ein cooler Dude gewirkt, darum sagst du Hoi. Und entweder kommst du in ein Gespräch oder kommst du nicht in ein Gespräch. Und es ist beides easy. Also wenn du merkst, der Typ dort oben ist ein Kopfhörer, dann gehst du nicht stören. Logisch. Aber ich bin dort per Zufall nicht am Kopfhörer, einfach am Handy und dann haben wir halt voll zusammen geschnurrt. Den ganzen Abend zusammen gehängt, den ganzen nächsten Tag zusammen gehängt. Und dann hat er mich halt convinced, dort mitzugehen. Und genau, das ist eigentlich so ein bisschen der Point, wo ich raus will. Wenn du allein bist, so Möglichkeiten, du hast viel mehr Chancen auf so Möglichkeiten. Das macht keinen Sinn. Doch, das macht Sinn. Macht das Sinn? Du bist auch in dem Moment viel offener. Ja. Also nur schon zum neue Leute kennenlernen und eben... Und du erlaubst dir selber auch mehr. So, ich habe das Gefühl, in deiner Bubble hast du viel mehr eine feste Identität, wenn das Sinn macht. Ja, du bist viel mega. mehr, du selbst reflektiert so mache ich das? Ist das etwas, was ich mache? Ja, Anstatt wenn du allein bist, kannst du in dem Sinne fucking machen, was du willst, auf Deutsch gesagt. stimmt. Ja, das ist eigentlich so, glaube ich, das Main Thing am Alleinreisen, so der Hauptvorteil. Das ist wirklich komplett, eigentlich fast schon dich neu definieren. Das ist ein bisschen cheesy gesagt. Aber so ein bisschen deine Extreme auch erforschen. Also hast du eigentlich, als er das vorgeschlagen hat, dass er dort hingeht, an das, was ist Hippie-Gathering nennen wir es jetzt auch mal. Ja, voll. Hast du dir von Anfang an gesagt, ja, fix, oder bist du schon gewesen, ja, musst du noch schnell überlegen, weil ich jetzt eigentlich vor alleine reisen, oder bist du so... Nein, also schlussendlich sind es zwei Sachen gewesen. Also Punkt 1 war, dass ich mir gedacht habe, ich habe random irgendeine Stadt ausgesucht, ich habe ein random ass Hostel ausgesucht, ich treffe genau den Dude, so die Entscheidung ist wie schon für mich getroffen. Ja, You know? so ein bisschen schicksalmäßig. Ja, so, weißt du, come on, also wenn ich jetzt Nein sage. Also, Ja, Und der zweite Punkt war auch, dass er so der perfekte Amount of Hippie war. So, er war nicht too much Hippie gewesen, und nicht zu wenig, aber ich habe pressured, so, komm mit, er ist mehr so, es gibt das, wenn du Bock hast, mitkommen, kannst du nochmal eine Nacht überschlafen, whatever. mega So, er hat überhaupt nicht geforst. Ja. Und das ist halt voll eine chillige Atmosphäre, wenn er dich mehr einfach so einlädt, weißt du. Ja, so die Möglichkeit gibt es so. Aber es ist ja mega herzig, dass er dir das so... Ja, Also voll. vielleicht hat er eigentlich auch einen Plan gehabt, zum alleine zu gehen, oder? Ich glaube, er hat es schon noch cool gefunden, mit jemandem zu gehen. Er war auch am Solo-Traveler gewesen. Ja. Und darum, ja, also ich glaube, er hat es sicher auch cool gefunden. Aber eben, wir haben nachher 2 Tage vorher zusammen fast die ganze Zeit gechillt. Ja, Darum ist es auch wie so, haben wir halt so Freundschaft ein bisschen gebandelt in dem Sinn. voll. Und das war wie so die intensivste Woche eigentlich für dich gewesen, dann?
Ja, intensivste schon. Ich wüsste jetzt nicht, ich würde niemals einen von den in dem Sinne 3 Wochen als besser bewerten in dem Sinn, sondern einfach sehr anders. So wir sind von erster Woche so chillen mit meinem Homie am Strand, gut essen und so, in Restis und whatever. Nach der zweiten Woche eben so auf dich allein gestellt in so einem sehr hippie Nature Camp, was so sehr, wie sagen wir? Abgeschottet. Remote ist, abgeschottet, ja genau. Ja. Von fast jeglichen, von eigentlich keine Elektrizität, gar nichts. Wasser von Wasserfall und so, also sehr das Gegenteil eigentlich. Und nachher die dritte Woche, wo 50% sehr arbeitsintensiv war, aber 50% auch sehr ruhig. Eben so im Geschiss raus, auf einer Farm in dem Sinn. Ja. Also ja, sicher sehr verschiedene Wochen, aber keine Woche war jetzt besser gewesen. Aber richtig gesagt, die intensivste Woche war vielleicht schon die zweite gewesen. Ich habe es vor allem auch krass gefunden, dort, wo du wie so ein bisschen erzählt hast, du bist schon mal einfach dort, glaub, auf der Heere so 6 Stunden am Wandern gewesen. Ja, das ist halt so das Ding, dass zu dem Gathering bist du halt nicht wirklich angekommen, weil es so remote war. Und zum Hinfahren haben wir eben einen Blablacar gehabt, wo per Zufall wirklich eigentlich fast an genau gleichen Ort ist. Wo aber nichts mit dem Gathering zu tun hat, sondern wirklich auch mega Glück gehabt. Aber auf der Rückfahrt hat es wirklich niemand gehabt, gar nichts, nicht in der Nähe. Und du bist halt wirklich von der nächsten, nicht Bushaltestelle, sondern Zug, Bahnhof. Wo extrem weit 6 Stunden entfernt ist vom nächsten Bahnhof. Das ist so insane. Und ich habe mit meinem scheiß Zelt auf dem Rücken und es war glaube wirklich nachher am Schluss irgendwie 30 Kilo gewesen, auf dem Rücken. Wo die Berge musst du auf und nachher Berge durch ab. Dort bist du im Survival-Mode gewesen. Dort war Survival-Mode vor allem auch wegen dem Wasser. Weil du hast halt 2 Flaschen, ich hatte 2 Flaschen Wasser dabei gehabt und der Shit saufst halt bei 32 Grad. Ja, logisch. Und bei 6 Stunden vor allem. Ja, und ich habe nachher legit müssen wieder... Ich habe zum Glück einen Wasserfall nachher gefunden und von dort nachher beide Wasserflaschen aufgefüllt. Sonst wäre ich fucking krepiert wahrscheinlich. Das ist krass. Vor allem, wie ist das mit dem Asthma gegangen? Ey, das Asthma war nicht mehr so das Problem gewesen. Also ich habe auch den Spray dabei gehabt und wenn du es gehittet hast, nimmst du den Spray. Ja, okay, fair. Also es ist mittlerweile ist Asthma eigentlich nicht mehr so ein Hindernis an Sport. Ja. Außer wenn es um reine Ausdauer gehst, weißt du, musst du durchsäckeln für 15 Minuten. Aber du bist ja eigentlich die Jetzt 6 Stunden durchgehend so in der Sonne am Wandern gewesen, oder? Ja, also das ist schon, die Sonne ist schon der schlimmste Part gewesen, easily. Das ist irgendwie so insane, Ja. wenn du schon eine Stunde in der Sonne wandern, da stirbst du ja. Und vor allem Alleine Sonnenbrände 6 sind Stunden. Madness gewesen. Und ich halt die bünzli schweizerische Haut, die es gibt, habe ja gesehen im TikTok vom Vater auch. 50er Sonnencreme wirklich doppelt eingeschmiert und trotzdem Schultern sind komplett am Arsch gewesen. Und nachher mit dem scheiß Rucksack rippst es immer noch so halbe die Haut weg. Alter. Mega mein unchill. Gott. Ja. Vor allem alleine und es hat ja keine Menschenseele, oder hast du auch Leute Ey, ab und zu, am Anfang nicht, weil am Anfang ist es mega remote gewesen, aber nachher, nach so 2 Stunden ist so das Resti gekommen. Ja. Und dort ist nachher so mehr so eine Wanderroute gewesen. Dort hast du schon Leute gehabt. Aber dort hast du nicht keine Flasche auffüllen? Beim Resti schon, aber nachher eben... aber hast der nächste Teil war eigentlich so ein bisschen der harsche Teil gewesen. Alter. Ja. Das ist so crazy. Und wo bist du nachher? Einfach an dem Bahnhof? Ja, einfach an einem Bahnhof. Wie kommst du jetzt von dem Resti irgendwo her? Mit dem Auto einfach. Ja. Ja. Und du hast nicht so Autostopp? Ich habe Autostop gemacht, aber das Problem ist, die Route, wo du laufst und Autostop, ist nur etwa so 10-15 Minuten der gleiche Weg gewesen. Und nachher ist die Wanderroute halt den Berg drauf. Und dann wäre es wie ein Risiko gewesen, entweder gehe ich die Wanderroute und habe noch irgendwie 4 Stunden, 3,5 Stunden. Oder wenn ich die Autoroute nehme, habe ich die Chance auf einen Autostopp. Dafür würde es, wenn ich es nicht schaffe, würde es nochmal so 6 Stunden gehen, weißt du. Oh mein Gott. Das heisst, dort war so 50-50 gewesen und dann haben wir noch entschieden, einfach die Wanderroute gehen. Dann haben wir gedacht, das läuft schon, Ja. das schaffen wir jetzt noch. Und wo du angekommen bist? Bist du dort Hure absolut... kaputt, ja. Ja. Also fette Blätter. Ah ja, weh, du hast deine Füße Ja, das ist disgusting, Alter, disgusting. Naja, die Füße sind am Arsch, ich habe vor allem auch so ein bisschen, schon nicht schlechte Schuhe, aber nicht gute Schuhe. Und wenn du so 30 Minuten wanderst und das so, merkst du die kleinen Zähnchen unbequem, das ist so whatever. Ja. Aber nachher so nach 4 Stunden wandern, das ist auch, jeder ist auch Pain. Ja. Vor allem mit wirklich so 30 Kilo am Ja. Rücken, das muss Eben, man es klingt wirklich eigentlich auch noch ein bisschen chill, aber es ist wirklich auch die ganze Zeit drauf, ab, es ist nicht Oh gerade Gott. auswandern. Ja. Und das Duruf ist immer extrem anstrengend für die Ausdauer und so. Und nach das Durab ist auch Füße, danach fucking weh. Das ist auch Pain. So das ganze Gewicht so in deinen Zähnen. Oh mein Gott. Ja. Vor allem, du kannst ja mit niemandem so, weißt, so reden. Aber das ist, ich hätte mit niemandem geredet. Ich hätte mit gar niemandem geredet.
Nein, also, to be fair, ich habe wirklich viele Pausen gemacht. Ich will jetzt nicht so framen, als wäre es so der most crazy Ja, halt Marathon, trotzdem. wo ich gerannt bin. Ich habe viele Pausen gemacht. Eigentlich wirklich das Hauptproblem war auch die Sonne. Ja. Geht nicht in der Sonne wandern. Horror. Oh mein Gott. Oder legt die Sonnenbrille an oder whatever. Ja. Und nachher bist du eigentlich angekommen und dann bist du nachher in ein Hostel gegangen. Dir ist dann nachher, also wir sind nicht in der Ferien gewesen, hast du mit uns noch gefacetimed? Ja, genau, dann bin ich nachher eben auf Clermont. Also ein kleines Städtchen, ultra chillig. Ich glaube, das ist irgendwie, hat irgendetwas mit der Jeanne of Arc zu tun. Das ist ja die, wo Frankreich irgendetwas, vielleicht kennst du das. Ja, whatever. Mega herziges Städtchen, dort habe ich natürlich nachher voll den Chill-Mode gemacht. Ja, verstehe ich. Ultra Chill-Mode. Lecker Bierchen. Und so allein in Städte sein ist halt wirklich nice, weil du hast halt zero Verantwortung über irgendeine andere Person oder du musst irgendjemanden zufriedenstellen. Also du kannst wirklich, wenn du chillen willst, chillst. Wenn du Ja, in einen gell? Kaffee willst, gehst du in einen Kaffee und sitzt dort für 3 Stunden, whatever. Dein Kollege ist noch am Festival geblieben, gell? Sorry? Dein Kollege ist noch am Festival geblieben, Ja, den wir voll. kennengelernt Der ist noch länger Ah, ja. geblieben. haben. Ich halt wie müssen gehen, weil eben ich habe noch das Farm, Ja. auf die Farm müssen, wählen, dürfen. Also ja. Und ich halt ein bisschen, ich hab mir gesagt, okay, ich will sicher eine Nacht im Hotel sein, weil du bist in dem Sinne untauscht. Und du möttest und deine Kleider möttet und alles möttet. Genau, da bin ich ein bisschen früher gegangen. Was sicher ein guter Entscheid war. Yes. Und so... Was sicher eben, wenn du... Der Vorteil ist, wenn du dir etwas angespart hast, dann kannst du dir auch leisten, dass einfach mal in irgendeine random Stadt gehen und irgendein random Hotel nehmen. Ja. Im Sinne von, wenn du... Zum Beispiel, ich habe einmal auch ein Zugticket falsch gebucht. Und nachher so hätte ich jetzt so mega knappes Geld, wäre so fuck, weißt du, was mache ich jetzt? Und also ein unstornierbares Zugticket gebucht. Und nachher habe ich einfach nochmal ein Zugticket gebucht, weißt du, im Sinne von, Ja. wenn du dir etwas ein bisschen angespart hast, dann hast du die Freiheit, um dir einfach Fehler zu erlauben in dem Sinn. Und ich habe Fehler gemacht, eben in Sachen Planung und whatever. Wo in dem Sinn eben von ein bisschen Cash Money kompensiert worden sind. Was wahrscheinlich wichtig ist für Leute, die jetzt eher noch ängstlich sind für so Alleinreisen, ist wahrscheinlich schon einen Plan zu haben und so ein bisschen Checkpoints zu haben. Ich glaube, viele, die allein reisen, wollen schon ein bisschen das Feeling reinbringen von ich will nicht wissen, was ich morgen mache, im Sinne von, ich will so ein bisschen die Freiheit haben, um alles zu machen. Aber was mein Tipp und Trick Nummer 3 wäre so ein bisschen vielleicht Checkpoints haben von, dann will ich dort sein und dann habe ich dort ein Hotel. Im Sinne von so ein bisschen die Struktur zu haben, so, Woche 2 bin ich in Bordeaux und ich habe dort schon ein Hotel geplant und ich nehme den Zug, Ja. um dort hinzukommen, in dem Sinn. Also es hat dir eigentlich geholfen zu wissen, dass du wieso in der letzten Woche eigentlich Genau, auf voll. die Farm dann gehst. Voll. Ja. Ja, also das ist sicher etwas, wo wichtig ist. Und nachher bist du auf die Farm gekommen. Dann bin ich auf die Farm gekommen. Ultra chill. Mega chillige Leute. Eben mega kacke erreichbar. Also der BlaBlaCar ist legit nur an einen Vorort gefahren. Und Vorort klingt jetzt so chillig. Aber nachher sind wir nochmal 1,5 Stunden zum Was? Dorf gefahren. Oder 1 Stunde, vielleicht übertriebe Ja. ich. 1 Stunde zum Dorf gefahren. Plus nachher beim Dorf angekommen. Ich habe gemeint, dass eben Osselon ist nicht mehr die, wo ihre Farm ist. Wir sind Ja. nachher nochmal auf irgendwie 15, 20 Minuten zu der Farm. Also Erreichbarkeit, Dogshit. Ja. Französische Alpen ist überhaupt nicht Public Transport secure. Ja. Genau. Aber sonst mega chill, sonst mich abholen. Meine Hostess, nennen wir das, Gastgeberin. Ja. Mega liebe Frau. Eher jüngeres Bärli. Sie ist, glaube ich, so, grobe Schätzung 30, 35. Und ihre Partner ist, glaube ich, auch so 35. Sie haben ein Kind, wo, glaube ich, so 12 war. Also so eine kleine Family. Und es war eine Schäfli-Farm mit, glaube ich, 160 Schäfli. Wo so ein bisschen hauptsächlich Brevi sind, also in dem Sinn weibliche Schäfli. Eben irgendwo auf den Bergen. Und eigentlich meine Hauptarbeit war, einmal haben wir die Schäfli umzügeln. Was noch cool war, eigentlich machen die Hunde die grösste Arbeit. Was mega crazy ist, so Schäferhunde, die sind ultra gescheit. Du kannst dann einfach sagen, hinan und dann schauen die, dass alle Schäfli in dem Sinn folgen. Wenn Machst du noch eins so so, ein Zeichen, oder? also sie haben einfach gesagt, derrière, einfach hinterher. Ah, wirklich? Und du musst dann nicht sagen links, rechts, sondern er checkt. Also Ja. mehrere Hunde waren, sie checken, yo,
da hat es ein Schäfchen, das nach links will. Und dann so, weißt du, in dem Sinne Kurve machen, um es zu holen. Krass. Und sie ist in dem Sinne vorausgelaufen. Amix hat es ein bisschen gestockt, vor allem wenn du nicht so auf guter Route warst. Also wenn sie im Weg hatten, haben sie das Schäfchen ja gecheckt. Ja. Aber wir haben einmal ein bisschen Abkürzung genommen, so durchs höhere Gas, als sie das Fett nicht gecheckt. Genau. Und nachher die andere Hauptaufgabe war, dass wir so ein bisschen Branches gecuttet haben, also so ein bisschen den Wald bearbeitet haben, um das nachher ein Schäfchen grasen. Das heisst so viel wie eigentlich basically durch die unteren Äste absagen, dass sie einfach unten kommen. Ja. Und nachher tust du halt die Äste aufsammeln und in einen Drescher, ich kann nicht, wie das Wort heisst. Mähdrescher? Nein, so ein und dann das Holz sagen. Dann kommt Sagmel raus. Ja, ich weiß es Whatever, in einen Häcksler. Genau, schreiben Sie Kommentare. Ah, es hat keinen Kommentar. Doch? Gut. Falls irgendjemand Bauer ist und das Wort kennt. Und dort habe ich viele Branches müssen sammeln. Und das war keine horrible, weil du musst die ganze Zeit auf den Hügel, nimmst Uhren für Branches, drehst sie ab und das wirklich so über 3-4 Stunden. Also meine Rückenmuskulatur war nachher am Arsch. Ah ja, stimmt, oh mein Gott. Die ganze Zeit bücken, aufsammeln. Und nachher haben sie meinen Arm wirklich komplett auseinandergenommen, jetzt ist es nicht mehr so. Aber am Schluss ist immer, das ist schon auch geil, so ich jetzt so als mich gewöhnter Bürogummi in dem Sinn, ist schon auch spannend, so praktische Arbeit zu machen. Und ich muss auch sagen, ich habe schon crazy Respekt. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen undervalued, was ist das deutsche Wort? Nicht so gewertschätzt. Ja. Vielleicht so die praktische Arbeit von Bauern, wo halt wirklich physisch sehr anstrengend ist. Aber muss ich auch sagen, sehr satisfying am Ende des Tages. Ich habe das Gefühl, als Mediamatiker im Büro gibt es teilweise so Tage, wo du das Gefühl hast, heute habe ich nicht so viel gemacht und nachher kommst du heim, willst du pennen und du hast eigentlich noch eins viel Energie, so, weißt du? Ja. Und nach so einem physischen Holztag bist du wirklich dead. Und du fühlst dich aber, es fühlt sich auf eine Art nice, also komplett fertig zu sein. Und das als Erfahrung war sicher auch mal sehr nice gewesen. Der sehr physische Aspekt, muss aber sagen, ich will sicher nicht etwas, was ich fürs Leben machen will. Ja. Und sicher auch etwas, wo nach 50 nicht mehr machen kannst. Also ist so ein bisschen das Ding, da machst du da wirklich alles kaputt. Yes. Mit der Familie hatte ich eigentlich eine chillige Beziehung gehabt. Sie haben mir mega viel Space gelassen, was sehr nice ist. In So, welcher Hinsicht? Im Sinne von, ich habe mein eigenes Räumchen gehabt. Boah, das findest du Horror gefunden, by the way. Ich habe mit 10 Spinnen zusammen gewohnt. Wirklich? Im gleichen Zimmer, ja. Oh mein Gott, Sind oh voll mein chill gewesen. Sie sind ultra chill gewesen. Am ersten Tag denkst du so, ja, das läuft nicht. Und sie sind so über dem Bett auch. Also, wo hast du pennt? Ist das ein normales Zimmer? Es ist nice, es ist mehr so, schön? du musst überlegen, es ist sehr so Steinhaus. Wirklich so Mittelalter-Type-Shit. Und sie haben in dem Sinne ihr Haus gehabt, ich habe so mein Einzimmerhaus gehabt. Also, du hast wie draussen so Scheunemässig. Schür ist mega untertrieben, es war schon ein Häuschen gewesen. Ja. So ein Steinhaus einfach. Mit Holzboden, weißt du. Und in dem Sinne die Tür war auch aus Holz gewesen und jetzt nicht so dicht. Ja. Und darum hat es halt sehr viele Spinnen drin gehabt und so. Oh Gott. Und eben Nacht 1 war ein bisschen Ass gewesen. Aber nachher Also. merkst du halt so, ja einfach so, weil du bist dich halt nicht gewöhnt. Ja. Aber Hast du nachher, nicht Angst vor Spinnen eigentlich? ich habe nicht Angst, aber ich finde es auch nicht so nice, wenn sie so in mein Business reinkommen. Ich finde es voll easy, wenn sie so dort hängen und ich hänge da. Und solange du nicht in meinen Shit, solange du in deiner Lane bleibst, ist alles gut. Oh Gott. Und das sind sie eben auch geblieben. Sie sind in ihrer Lane geblieben. Sie haben einfach gechillt. Und da nach so einem 2., 3. Tag hast du die gar nicht mehr gemerkt. Und da ist dann nicht, weißt, sie sind einfach immer am gleichen Ort gewesen, in dem Sinn. Oder fast am gleichen Ort. Und dann merkst du, so, es ist voll easy eigentlich. Oh mein Gott. Aber genau, die Familie hat mir meinen Space gelassen. So, sie haben am Morgen haben wir meistens gearbeitet, weil es halt nach kühl war. Und am Nachmittag war es unmöglich zum Arbeiten. 35 Grad. Also der Vater hat oftmals am Nachmittag auch noch Shit gemacht, aber er ist halt das Tier. Und er ist sich halt auch gewöhnt. Aber genau, ich kann oft in meinem Zimmer chillen. Ich oft sie haben einen Pool gehabt. Oh, So ein geil. bisschen räudiger, jetzt nicht so crazy. Ja. Und es hat halt auch überall Viecher drin gehabt. Ja. Aber gewöhnst dich auch wirklich mit der Zeit dran. Echt? Auch überall Viecher, überall. Oh mein Gott. Also in der Küche hat so Ameisen gehabt und so Shit. Echt? Ja, das ist crazy Shit. Lol. Aber also sie sind auch voll so connected mit dem ganzen Shit. Also, sie sind wirklich so... Es ist immer so ein bisschen abwertend, aber schon so fühlst mich Nature-Typ-Familie. Ja. Jetzt im positiven Sinne, also ich habe es wirklich auch cool gefunden. Und wenn du dich ein bisschen einfühlst in das
corny gesagt, jetzt ein bisschen zusammenleben mit den Tieren, ist auch wirklich eigentlich voll nice. Mhm. So, es juckt dich nicht mehr so, wenn ein Käfer auf deinem Arm chillt oder whatever. Mhm. Das ist echt voll okay. Das ist also ein Unterschied, eben wenn du so wie wir viel mehr von zivilisierten Orten kommst. Also wenn es bei uns eine Spinne im Ding Voll. hat, dann tust du sie eigentlich raus. Voll, und ich finde es auch spannend, so ein bisschen, wie sich mein Bild von in dem Sinn dreckig oder unhygienisch ein bisschen geändert hat. Ah, echt? So zum Beispiel, ich finde so, ja, es ist sehr ein anderes dreckig, wenn du dich so die Hand dreckig machst von Erde und nachher ist das Tier dort und Viech und whatever, als so eine Stadt dreckig. Im Sinne von, wenn ich in der Metro den Boden anlange, fühlt sich das für mich jetzt viel dreckiger an, auch wenn in dem Sinn die Hand nachher genau gleich aussieht, Klar. als wenn deine Hände voll fucked up sind von irgendwelchen Ja, fair. Viechern und so Zeug. Das ist noch spannend. Ja, und sie haben also die Hand desinfiziert mit Vinegar, mit Essig. Ja. Was noch voll interessant ist. Was hast du Vinegar? Hast du mit denen Nein, Englisch nein, aber es ist mir jetzt gerade nur das eingefallen. Ich kann ja nur das Vinegar. Ja. Nein, ich habe Französisch geredet mit ihnen. Ja. Ist es Sie gegangen? haben... Ja, voll. Also es sind viele Begriffe, die ich halt nicht gekannt von der Farm. Mhm. Und also zum Beispiel Brebis, was eben weibliche Schäfe heisst, habe ich zum Beispiel nur Mouton kennt. Ja, voll. Kennt. Das hätte ich auch noch gehört. Also ich kann jetzt teilweise Begriffe, die ich nur als Französisch sage. Ich weiß jetzt nicht, wie es weibliches Schaf auf Ja, Deutsch fair, heisst. logisch. Vielleicht hat es gar keinen Begriff. Schreibt es in die Kommentare. Ja, aber das war voll easy gewesen. Und ich habe das Gefühl, ich habe viel lernen. Eben, wenn du mit dem Homie auf Montpellier gehst, lernst du halt immer nicht so viel Französisch. Ja. Dann lernst du mehr so das Alltagszeug, wie du dir ein grosses Bier Blanche bestellst. Ja. Aber ich muss schon auch sagen, so teilweise habe ich schon ein bisschen gestruggelt bei so komplexeren Sätzen. Vor allem mit «hätte wissen sollen» und so komisches Zeug. Aha, ja. Aber so kommunizieren schaffst du immer, wenn du ein gewisses Level erreicht hast, dann schaffst du es schon, deine Idee in dem Sinne zu kommunizieren. Ja, gut, man muss ja sagen, eben, du hast ja auch wie ich so eben so ein Gimmi mit Französisch, also einfach Ja. so ein Gimmi abgeschlossen, wo man Französisch halt bis dann hat. Und nachher bist du ja noch, wie lange bist du auf Lausanne arbeiten? Ein halbes Jahr Ein einfach. halbes Jahr. Ja. Und dort hast du safe ja auch mega viel gelernt. Also weißt du, so, Ja, voll. du lernst ja eigentlich am meisten, indem du es halt aktiv anwendest, so indem du redest. Ja. Und das macht schon hure viel. Ich glaube, vor allem das Verstehen macht ist so der grösste Schritt. Wenn du so Französisch komplett verstehst, ist das Ja. ein big step. Ja, auf Weil jeden du Fall. kannst anfangen, so Podcasts zu hören. Und ich habe das Gefühl, dein Gehirn macht sehr viel für dich, wenn du einfach Input hast. Ja. Ach, Input, die ganze Zeit. Und sobald du auf ein Level kommst, wo du kannst in dem Sinne Podcasts oder Videos enjoyen, wo es dir actually Spass macht, dann bist du eigentlich auf einem sehr guten Weg, zum die Sprache nachher fließend reden. Ja, fair. Auch wenn du es noch nicht kannst, solange du einfach Zeug konsumierst, dann wird es automatisch kommen. Ich habe vor allem gemerkt, so, am Anfang habe ich immer das Gefühl gehabt, weißt, du musst so Passé, Composé und all das Zeug lernen, mit jeder Form. Ja. Klar ist das eine gute Grundlage so, und es hat auf jeden Fall auch geholfen, dass man es in der Schule kann. Aber so, mir hat es am meisten gebracht, eben einfach reden, weil dort merkst du so, also auf jeden Fall verstehen ist der erste Step, aber auch einfach reden, weil dort merkst du so, was kannst du doch nicht, und weil verstehen geht halt meistens noch einfacher, weil du dann im Zusammenhang Sachen verstehst Voll. und Wörter so kennenlernst. Und beim Reden ist ja dann eigentlich das, was dein Niveau ist. So. Also meine Lieblingsaktivität zum Sprachlernen ist wirklich auch eben reden, aber du kannst auch mit dir selber reden. Ja, ja. Und das nimmt auch so ein bisschen den Faktor weg von, es ist peinlich, wenn ich nicht Sprache kann. Mach ein Szenario in deinem Kopf und probier es auszuüben. Aber darum mache ich auch, mache ich auch selber einen Kanal, Ja. um dann aktiv Französisch reden. Auch Voll. wenn es mega weird wird, vor allem weil Französisch ja wirklich mega viele Schweizer können so. Ja. Und viel besser können, weil es bilingue sind oder weiss ich auch nicht. Aber einfach so für mich, weil dann Ja. lerne ich es so mehr, indem ich halt rede. Ja. Ja. Also ich finde eigentlich so, wir haben glaube ich eben einen ähnlichen Weg Ansatz jetzt gehabt zu der Sprache, dass wir eben das in der Schule gelernt haben. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass du, oder mein Lieblingsapproach ist eigentlich, eben du hörst es viel und du hörst, zum Beispiel Duolingo macht die Strategie, dass du eigentlich sehr viele Wörter lernst am Anfang. Duolingo ist Alter, sorry. Ich finde Duolingo nicht es. Du hast Wirklich? nicht auf Nati? Ja, ich habe Duolingo benutze ich schon. Du musst Ich has mit Duolingo Italienisch benutzt dort nicht allein. Du benutzt nicht nur Duolingo, das ist es. Aber so Okay, als App in dem Sinn, als Zusatz sei Es es kommt mega darauf an, gut. welches Niveau, weil ich habe halt zum Beispiel Italienisch mit dem gelernt, ich habe so A1 gehabt und ich habe das Gefühl, ich habe in 3, also nein, wie lange habe ich gelernt? 5 Tage, Ja. habe ich gefühlt so halt 20 Wörter nachher können, weißt du, so irgendwie. Du musst kombinieren. Eben, Ja, du eben. lernst nicht nur Duolingo, du lernst nicht nur Ja, ja. Duolingo.
Aber eben, wie ich es mit gewissen Sprachen gemacht habe, ist eben auf Duolingo Wörter zu lernen. Und nachher, sobald du Kontext verstehst, passieren viele Sachen automatisch. Erst recht, wenn du so eine Lateinsprache im Griff hast oder so ein bisschen Satzstruktur kennst. So die meisten europäischen Sprachen sind in dem Sinn ein bisschen ähnlich von der Satzstruktur her. Ja. Nicht alles Latinisch, eben so Osteuropa wird es noch ein bisschen andere Satzstruktur haben. Also, ja. Aber so in dem Sinn eben, so wo was ist und nachher kannst du schnell mal so gewisse Sachen macht dein Gehirn nachher wie automatisch. Und ich habe das Gefühl, wenn dein Gehirn actually aktiv etwas herausfindet, im Sinne von, das ist das, ohne dass dir gesagt wird, das ist so der beste Weg, um etwas zu lernen. Mega, oh mein Gott. Und nicht nur in Sachen von Sprache, ich habe das Gefühl auch in Sachen von Mathematik. Ja. So etwas zu checken, ist so der Shit, zum in dem Sinne behalten. Eben, wenn man etwas aktiv macht, das ist eigentlich genau das, so ein bisschen selber voll machen, denken. Aber eben, darum habe ich das Gefühl, ist Duolingo gut, um den Kontext zu verstehen von Wörtern. Ja. Weil wenn du kein Vokabular hast, dann kannst du fast nie in dem Sinn. Voll. Yes. Aber was soll ich jetzt fragen? Ich habe allgemein im Fall noch, soll ich mal noch ein paar Fragen eigentlich von der Community da? Haben wir noch ein paar Fragen? Machen wir noch so zum Abschluss noch ein paar Fragen. Interview, Gibt es gerade noch ein Thema, das du jetzt hättest besprechen? Nein, ich glaube, das war eine gute Runde. Das war eine gute Runde gewesen. Ich tue jetzt mal die überspringen, die wir schon ein bisschen besprochen haben. Macht Sinn. Was war der grösste Pain gewesen? Eben für mich persönlich der grösste Pain war, dass ich teilweise unplant ist, halt mir ein bisschen zum Verhängnis wurde. Im Sinne von ein bisschen stressig mit Zugfahrten und ich muss dann dort sein. Das war spitze neu und auch das französische Zugsystem ist nicht extrem zuverlässig. Sprich, es gibt 20 Minuten Verspätung, gibt's. Ja. Und nachher verpasst du den Anschluss und dies und jenes. Sehr chaotisch. Ja, das fair. war so ein bisschen der Hauptpain gewesen. Okay, was haben wir noch? Eben Französisch haben wir jetzt gehabt. Friends haben wir eigentlich auch gehabt. Man hast so Leute kennenlernen und so. Hast du dich ab und zu einsam gefühlt? Nein. Nicht? Nein. Hast du deine Family nie vermisst? Nein. Nein, ich glaube, solange du... ich habe schon meine Comfort-Sachen, weißt du, die ich mache. So oft gibt es schon, dass du so nach einer Stunde auf fucking Insta hockst oder whatever. Ja. Und so ein bisschen zurück in den... So runterfährst auf die Space-Level. Und für mich persönlich funktioniert das sehr gut. Ich fühle mich nachher nicht mehr einsam, wenn ich sehe, was die Leute um mich herum machen. Auf Social Media. Oder eben, ich habe ein bisschen mit Leuten geschrieben, auf WhatsApp und so. Ja gut, eben auch FaceTime und so. Ja, FaceTime nachher ist voll easy. Das stimmt. Aber hast du dich eigentlich gefreut, so wieder heimkommen? Ja, das auf jeden Fall. Eben vor allem, dass die letzten 2 Wochen sehr remote waren und sehr auf dem basischsten Level in dem Sinn vom menschlichen Dasein. Ja. Was ein Kontrast ist zu meinem Alltagsleben. Also hättest du nicht dort herziehen können? Nein. Ja. Ich habe es gecheckt, warum es Leute machen am Schluss. Ich habe es gecheckt, was die Idee dahinter ist, aber ich habe es auch gecheckt, dass es sicher nicht für mich ist. Ja. Sicher eine gute Erfahrung eben. Aber yes. Und habe mich dementsprechend extrem gefreut, um nachher wieder zurückzukommen. Ja. Und das ist also mega 0815 Aussage, aber eben, wenn du halt lang weg bist von deinem Alltag, dann appreciatest du auch so andere Sachen ein bisschen mehr. Ja. Und so Schweizer Schoki essen nach 2 Wochen basically noch Herdöpfel, ungesalzte Herdöpfel und so shit. Es ist ein königliches Feeling. Aber kochen hast du nicht mehr so, oder? Doch, ich habe schon ein bisschen gekocht, aber halt nicht so komplexes Zeug. Aber ja, nicht mehr so zusammengegessen, hast du nicht für dich allein gekocht? Nein, das haben wir schon zusammengegessen. Also bist du eigentlich wie so ein Teil von der Family? Ja, das schon. Das ist halt die Idee, glaube ich, vom Woofing, dass du dich ein bisschen integrierst. Wie alt ist denn? Ist es eine Tochter gewesen? Nein, ein Sohn. Wie alt ist er? 12 eben. Ah ja. Was ist das wichtigste Piece, das man mitnehmen muss? Also nicht Handy oder so? Boah, das ist ein gutes Fazit. Aha. Ich habe gemeint, du redest jetzt von Piece of Erfahrung, die man mitnehmen muss. Du kannst das beides beantworten. Ich mache doch beides beantworten. Mach beides. Das wichtigste Piece, das Portemonnaie. Ja, fair, aber... Das Portemonnaie und das Handy, eben wie gesagt, wenn du etwas auf der Seite hast, ist alles einfacher. So, dir mal auch etwas gönnen ist viel nicer. Aber gibt es etwas, weißt, wo du so jetzt zum Beispiel im Nachhinein so zum Beispiel so, Bro, Sonnencreme hast du verdammt oft gebraucht oder irgendwie so... Ja, logisch, also Sonnencreme... Ein Mini-Ventilator wäre der Key gewesen. Nein, also du musst wirklich jetzt, je nachdem wie du es machst, wenn du Backpacken gehst, schau, dass du nicht viele Sachen mitnimmst. Ja, okay. Das ist so ein bisschen... Aber das Zelt, bist du froh, hast du das gehabt? Also ich habe es gekauft dort. Also, fürs Festival? Fürs Festival.
Haben die nicht Und nachher im bin ich gleichen Zelt sehr... gefunden? Nein, es hat das eine Zelt gehabt. Und das hat er nicht zusammen... Das kannst du nicht, das war wirklich ultra klein. Gewesen. Okay. Also sehr sparsam sich umzugehen, wenn du wandern, backpacken gehst. Wenn du jetzt nicht ein Zelt dabei hast, dann wird es glaube ich easy. Solange eben, du packst jetzt nicht 7 Unterhosen ein, sondern du packst 4 Unterhosen ein, 5 Unterhosen ein und gehst auch waschen. Aber haben die so... Wie hast du es gewaschen? Also es gibt auch so, in der Stadt meistens hat so Aha. Waschding. Nur jetzt, weil wahrscheinlich dort auf der Farm hat Dort habe ich es nicht gewaschen halt. Was? Dort habe ich es nicht gewaschen, Aha, ausser eben. du tust halt im Wasser Ja. waschen nachher. Ja, aber haben die so... Weißt du, sind die jetzt Das so... haben sie schon gehabt. So Wäschmaschinen und so? Ja, das haben sie schon gehabt. Ich habe halt einfach... Ich bin Ja. 5 Tage da gewesen, das hat Ja. echt gelangt. Ja, fair. Also Ice Piece... Ja... Hätte ich jetzt nicht direkt... nicht so einen Secret-Tipp habe ich jetzt nicht. Ja. Wirklich so das Handy ist wahrscheinlich das Wichtigste. Ja, logisch. Powerbank vielleicht, dass wirklich das Handy Akku hat. Weil... Verloren sein in einem Land mit Handy ist nochmal ganz etwas anderes als verloren sein in einem Land ohne Handy. Bro, ja. Das ist ein ganz anderes Level. Sackmesser, Schweizer Sackmesser. Bäh. Ich habe eins dabei gehabt, aber du brauchst es nicht. Ich habe mich im Finger geschnitten. Also es ist mir zum Verhängnis geworden. Okay. Und nachher das wichtigste Piece von Erfahrung, die ich Ja. mitgenommen habe. Oh, High Pressure, jetzt eine gute Abrundung finden. Ja. Macht es. Gehen es machen. Gehen alleine reisen. Einfach machen. Einmal im Leben. Nochmal eben, um das gesagt ist, vielleicht einfacher als Mann. Je nachdem, in welches Land das gehst, natürlich. Ich Ja. habe das Gefühl, es gibt natürlich sehr viele sichere Länder, sehr viele unsichere Länder, sehr viele unsichere Städte und Viertel. Schauen, ein bisschen, wo ihr hingeht. Ja. Wenn ihr in der Hauptstadt sind, ist es meistens ein bisschen egal, welche Stadt, du bist plus minus sicher. Eben so ein Bahnhof im Sinne von... Obwohl, ich will nicht zu viel sagen. Aber eben. Aber macht es, ist eine mega coole Erfahrung. Ihr findet sehr viel über euch selber raus. Ihr findet ihr findet sehr viele neue Leute, weil du bist offener zum mit anderen Leuten ansprechen. Leute sind offener zum dich ansprechen. Weil wenn Ja. du in einer Zweiergruppe bist, wirst du offenbar ein bisschen mehr unapproachable, ein bisschen mehr. Ja, in dem Sinn. Und- So, wenn du allein bist, dann bist du eher noch approachable. Ja. Genau. Ja. 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 Ja? Und jetzt bist du wieder daheim und bist glücklich. Jetzt bin ich daheim und glücklich. Nicht viel kühler da, leider. Trotzdem noch ein bisschen kühler als Frankreich. Ich glaube, Südfrankreich ist wirklich so 35 Grad, ist so normal. Ja. Was fucking crazy ist. Und wahrscheinlich auch der UV-Index hoch. Ja. Für das bist du eigentlich gar nicht mal so... Können wir schnell vergleichen? Für das Du bist gar nicht viel so braun. brauner. Ja, aber du Und bist ich habe halt den auch ganzen aktiv an der Effort- Sonne. Ja, du bist Ganze aktiv an der Effort Sonne. gewesen. reingesteckt in die Ferien. Ja. Ja, fair. Ich halt probiert im Schatten zu sein, teilweise. Ja, fair gesehen, ja, Yes. yes. Macht das Sinn. Aber nice. Du, Yes. dass du da ein bisschen erzählt hast. So viel zu den Tipps und Tricks. Yeah, jetzt Schreib in die sind wir Kommentare, falls ihr es macht. Ja, und wer es schon gemacht hat und was Wer eure es schon gemacht Erfahrungen hat. sind. Ja. Voll. Können ja einander Tipps und Tricks geben in den Kommentaren. Voll, jetzt können wir auf Kommentare kommentieren, glaube Man kann auf Kommentare ich. kommentieren. Also ultra lit. nutzt die Chance, Leute. Jetzt könnt ihr da voll ab. Ich will auch in den Kommentaren sein. Willst du sein? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Mach, mach. Kann man? kann ich auch antworten zu anderen? Ja, ja. Kommentaren? Du kannst, geil. ich glaube schon, ja. Gut, Also ja, dann Sedi wird beantworte ich auch Jede Frage. Ja. jede einzelne Frage, die ihr habt. Jede. Er ist Zu immer allen online. Sachen. Ja. Ähm, Eben wie gesagt, er Fast hat die alle. ganze Reise einfach für die Podcast-Folge gemacht. Darum Ja. schätze das bitte und ich habe kommentiert den alle Reis etwas. gehasst, low-key. Aber ich musste müssen für den Content. Ich habe ihn bezahlt. Nati hat mich gun to my head. Du musst eine Reise machen ja, für den Content. Aber für ja, den crazy Podcast. Genau. Was machst du als nächstes? Bungee Jumping. im Sinne von Experiences, Erfahrungen. Chillen. Weißt du, für die krasse Erst nächste mal ein bisschen Podcast-Folge. Aber für die krasse nächste, das kannst du ja dann aussuchen. Das hast Eben, du Bungee schon Jumping. geplant. Bungee Jumping ist... Das würde ich verdammt nicht machen, Alter. Doch, würde ich machen, aber Willst ist du ja nicht machen? so... Ja, aber ja. Ich glaube, du bist Ich allgemein glaube, es mehr ist ein jetzt nicht so- Adventure Boy. Es ist nicht so ein Charakter verändern. Nein, aber du bist für mich allgemein mehr... Du würdest auch mehr Weltreisen machen und auf Südamerika gehen und... keine Ahnung. Safe, aber Bungee Jumping würde ich jetzt glaube mehr so an einem sehr Okay. securen Ort Ich machen. meine, ich mache einen Sprachaufenthalt und ich könnte auf Hongkong, ich könnte auf Hawaii, ich könnte auf Kasachstan und ich gehe Ja. auf Genf. Das ist lit. Genf ist geil. Shoutout Genf. Ja. Genau. Aber schön warst du dabei. Dankeschön, danke für die Einladung. Ja.
Vergessen mich zu abonnieren. Und wir sehen uns in einem Monat wieder. Irgendwie so. Oder nach der nächsten Reise. Ja. Who knows? Ich freue mich. Gut. Danke fürs Zuhören. Also, tschüss.